Hallo König der Wälder, der Name für den Rothirsch gefällt mir. Rotwild und Spessart, für mich gehört das einfach zusammen. Es ist die größte freilebende Wildart bei uns, aber auch die scheueste. Ob ich das Rotwild in freier Natur erleben kann? Hallo Herr Westarp, Ja, kaum hallo, zu Frau Hausmann. übersehen. Ich Wow, begrüße Sie hallo. in unserem schönen Ort hier zur Hirschbrunft im Spessart. Haben Sie schon was gesehen draußen jetzt? Es ist eigentlich ein bisschen zu warm, aber ich denke, dass es auch heute Abend und die nächsten Tage jetzt wieder abkühlt. Also die Jungs sind noch voll dabei. Bernhard Westarp nimmt mich mit zu einer Fahrt durchs Revier, in dem er jagt. Seit vielen Jahren beobachtet er das Rotwild hier. Nur wer viel über die Art weiß, ist auch ein guter Jäger. Mit den vielen, sag ich mal, Schluchten und auch dann wieder die steilen Hänge ist natürlich noch richtig uriger Spessartwald, ne, dem auch sehr viel noch selbst überlassen wird. Hier ist die Heimat. Wenn hier kein Hirsch mehr rührt, rührt keiner mehr im Spessart, sagt man immer. Unser Ziel jetzt am Nachmittag ist eine Äsungsfläche. Hierher kommt das Rotwild in den Abendstunden zum Grasen. Eigentlich ist das Revier reines Kahlwildrevier. Wir haben die Alttiere mit ihren Kälbern das gesamte Jahr da. Jetzt zur Brunft, also zur Hochzeit, da ist es so, dass die Hirsche aus anderen Spessartrevieren hierher anwechseln, über Jahrhunderte Wechsel, jahrhundertalte Wechsel. Ja, und die finden jedes Jahr ihren Weg wieder hierher. Das ist phänomenal. Bei der Pirsch muss man vieles beachten, die Windrichtung zum Beispiel. Dieses unscheinbare Band zeigt, wohin der Wind unseren Geruch trägt, in dem Fall Richtung Wiese. Schlimmer ist, wenn die Fahne in den Wald reingeht, weil dann haben wir keine Chance, da brauchen wir gar nicht zu schauen, da kommt nichts. Je weniger Menschen da sind, umso besser. Ich kann Ihnen anbieten, Sie kriegen jetzt einen Schlüssel von mir. Oh, also da hätte ich eine Chance. Ja, Danke. Da dürfte nicht jeder rauf, oder? bitte, bitte. Nein, nur VIP. Okay. Lange vor der Dämmerung beziehe ich meinen Beobachtungsposten. Ich halte mich an das, was Bernhard Westarp empfohlen hat. Wenn Sie jetzt alleine sind, sollten Sie schnelle Bewegungen, auch wenn Sie in der Kanzel sind, sollten Sie nicht machen, weil das Rotwild ein sehr guter Bewegungsseher ist. Wenn Sie ruhig, ganz still dort sitzen und der Wind passt, ist alles in Ordnung. Sie schauen oben an den Waldrand. Und zwar, wenn Sie auf dem Sitz sind, ca. 11 Uhr, da ist der Hauptauswechsel. Aber ganz einfach auch hören, wenn der Hirsch meldet, von da kommen sie her. Aber heute ist einfach nichts zu hören. Und nichts zu sehen. Dann plötzlich sind sie da. Und so viele. Jetzt bloß keine falsche Bewegung. Mein Kameramann und ich können unser Glück kaum fassen. Der Hirsch. Siehst du ihn? Ja. Eine imposante Erscheinung, der König der Wälder. Ich bin tief beeindruckt. Kein Konkurrent ist in Sicht und trotzdem wirkt er auf mich misstrauisch. Viele Fragen habe ich danach an Bernhard Westarp. Den Hirsch, den du gesehen hast, das war ein Kronen-12-Ende. Von diesem Rudel wird kein stärkerer mehr kommen zu diesem Rudel, weil das ist schon ein sehr, sehr starker Hirsch für diese Spessartverhältnisse. Nach der Brunft sind sie noch eine Zeit lang da, aber so gegen Dezember, Januar merkt man dann, dass sie wieder in ihre Einstände gehen und da leben sie dann praktisch wieder im Hirschrudel.
In Bayern wird das Rotwild nur auf wenigen Flächen geduldet. Steigt der Verbiss im Wald, soll mehr geschossen werden. Einer, der das umsetzen muss, ist Förster Hubertus Haug. Hallo, grüß dich. Hallo, schön dich mal wieder zu sehen. Ne? Erstmal vielen, vielen Dank für den Kontakt zum Bernhard Westarp. Das war wirklich phänomenal. Ich habe nicht geglaubt, dass wir was sehen, aber es war Ja doch, ich war super. da optimistisch. Aber ist ein Erlebnis. Ne? Ja, Jeder denkt, der Rotwild ist ein Waldbewohner, aber das stimmt nicht. Rotwild ist eigentlich ein Steppenbewohner, eine Tierart der Offenlandbereiche und menschengemacht zurückgedrängt in den Wald. Daher sucht es auch seine Nahrung im Schutz des Waldes. jetzt zeig mir mal so ein paar Stellen. Ja, können wir gleich nebenan machen. Gehen wir mal da hoch. Da haben wir gleich eine, wenn du mal guckst. Obacht, Okay, mit ja, den Ästen. komm mit. Hier, das ist ein Schälschaden von heuer. Wow, der Ja. ist tot, oder? Der ist nicht tot. Er hat Gott sei Dank nochmal Bastanlage gebildet. Aber stark geschädigt ist er, also ohne Frage. Und wie ist das passiert? Ja, die gehen mit den Vorderzähnen, gehen die da dran, hoch und reißen Rinde runter, diese fressen. Wenn du ins Revier gehst, Ja, mit was für einem Gefühl gehst du rein, wenn du nach den Schäden guckst? hoffentlich sehe ich nichts. Ja, ist ja nicht wünschenswert, ne? Ja, ist so, ist so. Weil, ja, da geht manchmal schon Kampagne wieder gegen das Rotwild los. Das ist auch nicht immer schön zu erleben. Ja. Und da, Wanderer, Freizeitsportler und Pilzsucher sind ein Grund, warum das Wild keine Ruhe findet. die andere Hälfte ist Jäger gemacht. Wieso? Das muss man ganz, ja, Jäger gemacht. Aus dem Grund, im Rotwildgebiet fatal ist die Nachtjagd. Wird hier nicht gemacht, aber woanders schon. Na, die haben dann keine Ruhe mehr, sogar nachts nicht einmal mehr Ruhe. Und das ist schadensauslösend, weil die ganze Ruhe fehlt und die ist das ist genauso, wenn ich als Mensch mir vorstelle, mir rennt nachts um 1:30 einer durchs Schlafzimmer und scheucht mich von Zimmer zu Zimmer. Hier allerdings gibt es Wasser, Futter und Ruhe, wenn auch auf kleiner Fläche. Hubertus Haug zeigt mir die Spur von einem Muttertier. Ein Stück heile Welt für das Rotwild. Weil dieses Wiesental eins der wenigen nennenswert großen, die wir haben im Wald, das soll wirklich nur zur Äsung dienen. Und hier wird auch nicht gejagt. Das ist also, wäre absolut fatal und jägerisches Fehlverhalten, wenn man im Wald noch auf den wenigen Wiesenflächen totschießt. Hubertus Haug gehört zur Rotwildhegegemeinschaft und kann die Spuren in der Wiese lesen wie ein Buch. Das ist ein Lager, sogenanntes Bett. Da haben wir ein Lager, Wow. da haben wir ein Lager. Und das ist ein Indiz dafür, dass hier Ruhe ist nachts. Das machen die nachts, die fressen hier, also äsen, und tun sich zum Wiederkauen dann hier nieder. Und wenn sie das so können, ist das natürlich optimal. Genau so soll es eigentlich sein. Und am optimalsten, das werden wir aber jetzt da nicht erreichen, weil da zu viele Schaulustige immer wieder da sind, wenn sie sowas auch tagsüber machen könnten. Ne? Also bei uns war es ja so, die sind auch wieder gleich weggegangen. Ja. Im Prinzip Ja. falsch, oder? Dann Ja, gut, weil sie Angst haben. Ne? Unsere Spezies ist nicht unbedingt freundlich zu denen. Und das wissen die. Ja, es war etwas ganz Besonderes, solche Szenen im Morgengrauen bei Bernhard Westarp zu erleben. Da hatten wir Glück, weil die Tiere während der Brunftzeit abgelenkt sind und weder mich auf dem Hochsitz noch Bernhard Westarp auf der Pirsch bemerkten. Das Röhren des Hirsches war ein erster Hinweis. Auch wenn auf den ersten Blick keiner zu sehen war, offenbar ist doch ein Konkurrent in der Nähe.
Es geht um die Gunst des Rudels. Nur einer wird sich hier fortpflanzen. Die Zukunft des anderen ist ungewiss, vor allem, weil er eigentlich aus dem Rotwildgebiet nicht abwandern darf, wie mir Hubertus Haug danach erklärt. Die Wanderbewegung beim Rotwild hat man meistens bei jungen Hirschen, die so wertvoll wären, wenn sie in ein anderes Rotwildgebiet kämen, um dort wieder für Blutauffrischung und so weiter zu sorgen. Aber die Rotwildgebiete sind nicht miteinander verbunden. Blutauffrischung so gut wie unmöglich. Nur 14% der Fläche in Bayern ist überhaupt Rotwildgebiet. Hier ist Rotwildgebiet, hier ist rotwildfreies Gebiet, schizophrenerweise, da ist auch Wald. Warum, weshalb, wieso, weiß keiner. Geht wieder mitten durch den Wald durch. So, und alles Rotwild, was über den Grenzstein übergeht, muss laut Jagdgesetz eliminiert werden. Irrsinn. Eine Sache, die wirklich jetzt angepackt werden muss, dass man diese Rotwildgebiete auflöst. Das ist eine Sache von vor 50 Jahren, wo das eingeführt worden ist. Das ist längst überholt. Es gibt ja andere Bundesländer, die das auch nicht haben. Ja, wie schnell wechselt es darüber? Ja Ständig gut, doch. die wissen ja nicht, dass da ein Grenzstein ist und da unten herrschen andere Sitten. Wald vor Wild ist die Devise im Freistaat seit 2005. Dementsprechend haben die Jäger den einst hohen Rotwildbestand schon stark reduziert. Wichtig ist, das Maß zu halten. Es darf also nicht zunehmen, das ist unbestritten. Aber immer weiter und bis zum Exodus eventuell reduzieren, das ist auch nicht mein Ding. Da hätte man in der Natur versagt, der Mensch. Muss gelingen, Wald mit Wild und mit Rotwild zu halten. Für mich war der Anblick des Rotwildrudels ein ganz besonderes Erlebnis. Schön, wenn das späteren Generationen hier im Spessart auch noch möglich wäre.